Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Brock.ch Stream. Sorry, dass es vorhin kurz einen Unterbruch gab. Mein OBS hat entschieden, sich einfach nicht mehr zu laufen und hat schnell abgestellt. Aber ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's euch? Mir geht's super. Ich habe da extra auch schon perfekte Filter vorbereitet, zum Tiny Tina's Wonderland spielen. Ich fast ein bisschen selbstschäden, du sagst, okay, eigentlich ist es blöd, aber egal. Hauptsache, wir haben etwas Lustiges zu machen. Wir haben etwas Lustiges zum Spielen. Heute rausgekommen, für alle, die Borderlands kennen wahrscheinlich auch das Spiel mittlerweile schon. Es ist ein Co-op-Shooter oder auch Singleplayer-Shooter. Aber das Wichtigste an Borderlands, was ja der Vorgänger ist von dem Spiel, beziehungsweise das Spiel ist entstanden als DLC für Borderlands 2. Und jetzt ist es ein Standalone-Spiel und ich freue mich schon sehr lange auf das Spiel, weil ich mag Borderlands und vor allem freue ich mich auch auf heute Abend. Falls ihr nach dem Stream, wo wir heute ein bisschen einfach das Spiel anschauen, ein bisschen antestet, 2 Stunden lang, falls ihr nach heute am Nachmittag noch sehen, wie der Koop ist, heute Abend ab 7:30 etwa da unten streame ich mit 3 Kollegen zusammen und wir machen das Ganze auch noch im Koop. Ja, ich habe da Merch-Shirt, das reden wir jetzt nicht. Also, ich glaube, wir gehen schon mal da schauen, wie das da aussieht. Und meine... Oh, okay, also... Offenbar... Das Game macht komische Sachen da. Jetzt hat es mir das OBS auf den falschen Bildschirm da. Jetzt mal schauen, wie das nachher fixen. Und ich hoffe, dass nicht wieder alles abstürzt. Bin ich noch da? Also halb. Okay, also das Spiel hat schon mal ein bisschen Probleme mit Stream. Und jetzt hat es mir wieder... Okay, egal, jetzt machen wir es einfach so. Ich sehe... Also ich sehe den Chat nicht. Gearbox, was macht ihr? Ich muss da vielleicht wechseln auf rahmenlos. Dann geht's vielleicht. Yes, jetzt habe ich den Chat wieder gut. Aber jetzt stimmt die Auflösung nicht. Wir lernen es mal so und ich schaue, wie es aussieht. Aber ich habe das eigentlich schon probiert. Egal, jetzt spielen wir. Neues Spiel. Der Text ist auf Deutsch, die Sprachausgabe auf Englisch. Da. Inklusive Filter. Wir machen hier gerade ausgewogen. Weil wir wollen nicht zu viel Anstrengung. Und jetzt, was ist da? Gruppenmodus, die Beute im Spiel. Da kann man auch Konkurrenz spielen, was heisst, dass man Beute aufteilt hat. Okay, wir machen Kooperationen, wenn wir jetzt in dem Spiel wahrscheinlich nicht weiterspielen sollen. Also gut, jetzt geht los. Es gibt eine Welt jenseits. Okay, es ist scheinbar auch Deutsch. Egal. Ist gut. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut, Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritischer Treffer! Hier strecken die Untoten nieder! Oh ja, genau! Das mit dem Niederstrecken läuft hier echt gut! Wir kommen dich holen, Dragonlord! Narren! Eure Heldengruppe hält mich nicht auf! Ich habe... Wow, ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Gearbox-Humor. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da, hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer.
Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Burgen werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meine Skelette werden über das Land herfallen! Okay. Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an. Zusammen. Scheinbar nicht. Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt sterb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Viren? Okay. Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Kricke. Es ist Königin Arschgau. Die schönste, perfekteste Herrscherin von allen. Arschgau. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Okay. Wir spielen Bunkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet. Okay, also es ist Dungeons and Dragons einfach im Borderlands-Universum. Kommt noch, Valley, Für die, aber es muss was doch spannend sein. noch nicht gewusst haben. Weniger labern, mehr Dragonlord. Und Tiny Tina ist der Dungeon Master, also gut. Ich mag's zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgaul hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert. Ich gehe davon aus, der Humor kommt auf Englisch vielleicht ein bisschen besser, aber ich habe es halt auf Deutsch eingestellt für den Stream. Heute Abend streame ich dann in Was Englisch. soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Also vielleicht kommt er einfach bei mir nicht so an, der Humor. Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt. Fürs Erste. Einleitung abgeschlossen. Also wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Okay. Bin dabei. Ich liebe Bunkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Also gut. Bereit, Neuling? Ich bin der Neuling, ne? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Wey, Charakter machen. Nice. Okay. Ja, jetzt haben wir da links ist eine Meldung, wo aus irgendeinem Grund dort links ist. Also, kann man Klasse auswählen. He? Kilomantin, heimtückischer Meuchler mit Fokus auf kritische Treffer. Nein, ich weiss eigentlich schon etwa, was ich wollte. Ich habe klassisch schon ein bisschen angeschaut. Klauenbringer. Das ist ein Feuer- und Blitzschaden. Das da ist eigentlich das, was ich werde machen, weil ich bin gerne Zauberer in so Rollenspielen und darum machen wir es da auch. Aber wir schauen gleich noch schnell durch den Zauberschuss. Hat einfach mehr Reaction Skills und so. Grabspross, das ist so ein Nekromant. Dann haben wir noch Sporenhüterin, hat so ein Pilzkollege da, sieht auch lustig aus, habe ich mir auch überlegt. Berserker. Scheinbar Eis und Nahkampf. Und dann sind wir schon wieder bei Kilomantin. Aber wir nehmen jetzt mal den Zauberschuss da. Ah, ich kann den noch rotieren da mit der komischen Steuerung. Ja, das kommt ja jetzt so drauf an. Dann können wir noch unser Aussehen anpassen. E für weiter. Gut, und jetzt kann man da
Das müssen wir schon mal einstellen. Das ist der Overdrive. Extreme Ästhetik. Das ist wichtig, wenn ihr einen coolen Charakter machen in diesem Spiel. So, jetzt erstmal den Körpertyp anschauen. Ah, den da, den hier. Ich nehme mal den da. Ich glaube, ich mache mich mega klein. Kleiner Zauberer. Mit mega grossem Kopf. Ja. Stimmt. Ich kann meine Schönheit kaum... Ich kann meine Schönheit kaum beschreiben, aber ich versuche es. Wundervoll. Wie sieht das aus? War eine rhetorische Frage, ich weiß es. Das nenne ich mal modisch. Das ist schon geil. Ich kann wirklich die Stimme, den Pitch einstellen. Okay. Pronouns. Nice. Und dann weiter. Kann ich da schon weiter? Das passt für mich. Klein und dick. Ja, jetzt Gesichtszüge. Also. Wenn wir da Kopfform anschauen. Hartgesotten, gebogen, elfisch, durchtrieben. Ah, da kann man sie anschauen. So. Ich finde durchtrieben eigentlich noch gut. Hautfarbe. Und die Hautfarbe machen wir, glaube ich, etwas Normales, damit es noch ein bisschen blöder aussieht. So. Haare und Kopfbedeckung. Oh wow. Ja, was nehmen wir da? Also eben, ich mache normalerweise meistens Charakter, die ein bisschen komisch aussehen. Von dem her bleiben wir auch bei dem Motto in dem Spiel. Das sieht lustig aus. Oh, Bart. Perfekt. Aber die Haarfarbe passt noch nicht so. Ist das alles, was wir haben? Ist nicht so viel, haben wir auch ein bisschen mehr erwartet. Der hat unbedingt rote Haare. Wenn es fast am blödsten aussieht. Da die grauen sind schon gut. Ohrensymmetrie kann man ein- oder ausstellen und dann kann man die Ohren... Okay. Okay, das sind entweder normale oder Elfenohren. Whatever, wir nehmen mal da, die sehen noch lustig aus. Okay, der Overdrive-Modus ist schon noch recht lustig. Weit. Das dann das ganze Spiel mit dem Charakter wahrscheinlich durchspielen. Egal. Das müssen wir schon so machen. Vielleicht mache ich den jetzt oben nochmal neu. So, die Oberlippe muss. Das ist gut. Perfekt. Wow, okay. Was ist jetzt passiert? Ist einfach irgendwie zurückgegangen. Das sieht gut aus. Wimpern. Ein bisschen Wimpern müssen wir schon haben. Da. Hier da. Augenform. Das sieht besser aus. Gut. Kann man auch. Was meint ihr? So. Oder. So. So finde ich noch gut. Positionen kann man noch. Ah, perfekt. Gut. Etwa so habe ich mir noch vorgestellt. Also weiter. Gesichtsdekoration. Irgendeine Narbe, damit er ein bisschen cooler aussieht. Die macht man doch immer zum cool aussehen. Die passt. Das muss länger für einen Moment und dann Rüstung. Da kann man einfach das Muster anpassen. Das hat cool ausgesehen. Auffällige Flechten. Unterrüstung. Kann man auch das Muster rein tun. Ich glaube, bei meiner Rüstung wird man ja wahrscheinlich irgendwann wechseln, aber das sieht noch cool aus. Mehr Farbe. Da kann man ein bisschen Farbe rein tun, also goldig. Und das Schwarz. Drittfarbe. Okay, doch ein paar Farben.
25 Karat. Ah, jetzt auch noch mehr cool, das sieht auch noch cool aus da. Kann ich das echt für das da auch nehmen? Sieht ein bisschen magischer aus. Also cool ist übertrieben, aber immerhin. Okay, zurück. Ja. Was kann man da so schnell, dass es passt? Okay, also dann machen wir weiter. Jetzt hat man da noch einen Charakterhintergrund, den man kann auswählen kann. Da nehmen wir mal... Ich glaube, ich bin ja so ein bisschen... Intelligenz bräuchte ich wahrscheinlich für den Zauber. So etwas. Uff. Gescheiterter Mönch -4 Stärke, -2 Geschicklichkeit, +2 Intelligenz, +4 Weisheit. Ich glaube, ich muss aber schon das nehmen, außer das vielleicht noch. Nein, komm, ich nehme gescheiterter Mönch. Ein mächtiger Ruf hat dich gelockt, dein Leben hinter dir zu lassen und zu einem Bergkloster zu reisen, in dem du uralte Lehren studieren und über den Sinn aller Dinge nachdenken konntest. Ja, das passt. Jetzt kann man auch gleich noch Heldenpunkte vergeben. Ja, mehr Intelligenz sicher. Das macht nur Schaden. Im Moment habe ich -Crit und -Crit Chance, okay. Aber dafür ist meine Zauberabklingzeit ein bisschen besser, wenn ich das nehme. Und der Statusschaden. Das ist schon das, was man am meisten braucht. Und das ist scheinbar auch gut für. Dann nehmen wir da noch ein bisschen rauf. Vielleicht noch einen. Da steht recht schön, für wer das am besten ist. Das heisst, die zwei sind am besten für mich. Das heisst, wir machen hier 20, 10, so richtig genug. Name, okay. Balake. Balake passt. Also das wäre dann mein Sheet da, hä? Mein Charaktersheet, gut. Also gut, fangen wir mal an zu spielen. Da steht gerade Verbindung auf. Sense ist ein bisschen zu stark. Das ist immer noch zu viel. Low Sense Spieler da, 5. Na besser. Okay, Valentine, hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden. Und ich bin mein eigener Held. Okay. Und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler. Ich habe eine 0 vergessen. Oh, neuer Plan. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut. Okay. Ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Okay. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, Nee. eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich habe mein Können durch ein Leben voller Unfug verbessert. Es ist an der Zeit, eine echte Herausforderung anzunehmen. Lecker. Jetzt macht euch bereit, eine Welt der Fantasie zu betreten. Ja, Mann. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließt einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlumpftal eingetroffen. Gehen wir in die Welt. Des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Das ist auch schon flüssig gelaufen. Natürlich. Was könnte sie von uns wollen? Das. Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst seine Schlummertal, Lichtung der hilfreichen Tutorials. Mit anderen Okay. Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Das ist jetzt halt unten links. Aber wir lernen jetzt gesehen, die Karte. Das ist doch mühsam. Ich hatte da eigentlich Fenster. Geht es so? Sonst sieht man es nicht richtig.
So, okay. Geht das jetzt? Es läuft einfach nicht so flüssig, was im Fenstermodus ist. Egal. Oh, jetzt Truhen. Gold. Jetzt da rein, im Safe hat es glaube ich immer noch Gold, oder? Oh, Goldbarren. Oder? Ja, mit Shift, okay. Control Schock. Ah, es kommt wahrscheinlich alles noch, aber Truhe. Die Truhen machen immer Geräusche, wenn man sie aufmacht, scheinbar. Kryptowährung. Okay. Unten links wäre eigentlich noch mein Health, aber... Also, dann schon schnell schauen, da, dass wir das anpassen. So. Nicht ganz perfekt, aber immerhin sehen wir es dann. So. Leider muss ich jetzt eben im Fenstermodus spielen, weil das Spiel ein bisschen Mühe hat mit Auflösungen. Das heisst, dass es ein bisschen laggy aussieht, aber es ist nicht so schlimm. So stellen wir die Settings ein bisschen ab. Einen königlichen Wegstein erscheint euch Ja. zu rufen. Das ist einfach... Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der Aura. Das ist Aura. des magischen Sehens und Hörens. Königin Arschgaul. Sie führt uns durch unsere Quest. Tatsächlich führt eine Spur spektraler Hufabdrücke in den Wald. Also ich kann mal davon aus, wir folgen mal da der Königin Ein umgestürzter Baum Gaul. sperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Gumm. Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialus und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Okay. Der Humor landet noch nicht so bei mir, muss ich sagen. Also, wie sieht es bei euch aus? Oh. In der Ferne lockt euch das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Geschliffenes Stahl. Hacke des Untergangs. Noch scharf, was ich damit alles zerhacken könnte. Nein, keine Köpfe, keine Sorge. V. Okay, doch Köpfe. Okay, also einfach mit V kann man schlagen. Hacken und zum gelegentlichen Herumhacken. Da haben wir zum Beispiel etwas, was wir kaputt schlagen können. Zack. Zack. Durch die Höhle führen, kommt die Felsen dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat. Left Control. Nicht duckt. Das muss ich noch ändern, weil ich brauche das auf der Maus. Ja, trainier deine Pobacken und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Okay. Ja, Apex. Moment schnell. Ich weiss, gewisse Leute verstehen mich dadurch nicht, aber ich brauche für Ducken immer Seitenmaustasten. So, das kann ich nämlich nicht. Wie im Apex rumsäckeln. So. Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg, aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwackenden Krabben vorbei. Okay. Ja, endlich ein Kampf. Töten wir sie. Zwackend! Sie sind so zwackend! V draufhauen da, hä? Ihr habt die Krabben besiegt! Was soll ich da bei V machen? Vielleicht können wir das auch noch. Da einfach zur Einfachheit, nehmen wir das auch noch schnell auf die Maus, weil dann haben wir nämlich. Den Button braucht man nämlich meistens nicht im Nahkampf. Da. So. Hatten sie ihre Perfekt. Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch. Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hochklettern und den Hufabdrücken folgen. Also cool ausgeht es schon noch, hä? Also kann man jetzt nicht viel sagen. Es ist halt Borderlands, also Borderlands Grafik, aber Humor ist bis jetzt so mittelmäßig. Ja, Troy,
Troy. Und ja, finde ich auch. Ich weiß aber nicht, ob er vielleicht auf Englisch ein bisschen besser wäre, weil ich weiß zumindest, dass es ein paar gute Synchronsprecher haben im Englisch. Und es ist halt doch oft so, dass wenn du so Jokes schreibst, dass sie dann in der Übersetzung vielleicht nicht so gut ankommen. Ich glaube zum Beispiel Königin Arschgaul, also weiß ich nicht. Also eben, aber Gearbox ist immer so ein bisschen kindisch. Alles fällt auseinander, sogar Schreine. Ganz genau. Grosse Truhe. Die Königin regiert die Wonderlands schon, Gesperrt. seit ich noch eine kleine Spielerin war. Es ist auch sicher nicht so lustig wie Guardians of the Galaxy. Definitiv nicht so gut geschrieben, aber Dagelassen, die Waffe von Schicksalsbringern. okay. Ein kleiner Daumenfluch. Es ist eine Knarre! Erinnert mich an Oma. Alt und betagt, aber immer noch in der Lage, Uff. Sorry, schnell. Was ist da los, Mann? Sind wir einfach aufs 5. Ist das dann gleich schnell? Köpfe von Hälsen zu Ja, das passt. Was? Es gibt Knarren in einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy, Baby! Okay. Erhebt sich der Boden des Schreins unter euch. Von dort aus erblickt ihr ein malerisches Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter lauert bedrohlich thront eine dunkle, alte Burg. Burgig. Wenn ich den Sieht schon cool aus. wegsperren müsste, dann in einer unscheinbaren Ruine. Genau ist das doch. Oder speichern, oder was ist das, denkt? Egal. Wir gehen einfach mal weiter. Kann man da sicher schiessen lernen, dann haben wir Munition, das ist gut. Ah, da kann man wechseln zwischen 2 und 4 Schuss. Wir machen gerade 4. Oh, ist das nicht ein bisschen hoch? Egal. Ah, gibt's kein Schicksal, du wirst nie zum dunklen Herrn gelangen. Skelett hinterhalt! Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer. Okay, können wir schiessen endlich. Werde dein Fluch brechen. Zeit habt ihr das hellhafte Fleisch von... Bitte keine Füße aus meinem Schiff. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist Fleischsack. Okay. Der hat nicht mal Kopf. Die Waffe ist bisher komisch, aber es funktioniert. Ich muss mich sputen. Ja, was auch immer das heißen mag. Da oben auf dem Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Da oben auf dem Turm. Diener des Dragonlords. Verrate mir, wo sein Grab ist oder ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf den Diamantschweif der Königin. Da oben. Lüge! Ich mach dich zum Skelett! Schwärmt aus, meine untoten Diener! Wir müssen unseren Herrn finden! Unseren Herren finden. Also gut. Okay. Grosse Truhe. Was ist das? Schutz. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Das da oben kommt auch recht oft. Verbindung unterbrochen, Verbindung verbunden. Ich habe das Gefühl, es kann schwierig werden, heute oben Koop spielen in dem Spiel, aber... Okay, ja, da hat es noch... Secret. Die brauche ich alle nicht, weil alles voll ist, also gut. Gehen wir wieder runter. Zack. Und jetzt? Was machen wir jetzt da? Oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Ah, wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Ja, geht er schnell auf, der Valentine. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! Okay, also sie kann einfach Sachen dort Hier aufgegeben. Vor dir fantasieren. das Gebrüll von Posen Kann auch. und Feuer und das Klappern von Knochen. Ich habe auch schon Dungeon Master gemacht bei unserer D&D-Gruppe. Und einfach ist es ja nicht. Oh, Wir haben das schon sehr lange nicht mehr gespielt, leider, aber überall sind Skelette. überall sind das Dorf Skelette. bald rächen. Also Schiessen fühlt sich eigentlich schon noch gut an, aber die Waffe schießt ein bisschen aufwärts irgendwie.
bisschen ungewohnt ist. Und halt nicht so schnell, also ist kein Hits gehen, aber... Sonst sieht er schön, wie viel Damage das macht. Das ist schon, was ist das da? Okay. Das wäre vielleicht noch nützlich gewesen, vielleicht hätte ich das nicht sollen abschiessen, aber egal. Oh, jetzt friere ich ein, wenn ich da neben dran stehe. Nein, hat es einen Würfel gehabt da links. Er macht das Portal und schickt neu rein. Ich kann mal benutzen. Finde alle Glückswürfel, okay. Mamacita. Was bist du genau? Du einfach ein grösseres Skelett, du bist ein Boss, ne? Badass Skelettritter. Die Muni habe ich eigentlich genug. Nicht so schwierig gewesen. Aber es ist auch der erste größere Gegner. Action Skill freigeschaltet. Yay! Du hast deinen ersten Action Skill freigeschaltet. Drücke Tab und geh ins Skill-Menü. Hier kannst du auch deine Skillbäume überprüfen. Wenn du den Skill im Slot hast, kannst du ihn mit G benutzen. Okay. Tab. Inventar. Hier kannst du deine Beute ansehen. Objekte vergleichen. Okay. Ja, ich glaube, das checken wir schon. Also überspringen wir mal. Also eigentlich habe ich noch nichts. Ich habe das andere Zeug gar noch nicht aufgenommen. Aber wir nehmen das zuerst mal noch auf da. Wir könnten ihr den Arsch retten. Jetzt nochmal etwas. Und da können wir nämlich ganz schnell schauen. Die ist besser. Das heisst, wir nehmen die. So. Jetzt muss man da auswählen. So, okay, gut. Die haben wir schon ausgerüstet. M2. Und das ist ein Schutz. Das ist einfach Ausrüstung. Also in dem Fall geht es wirklich nicht irgendwie Rüstung, sondern einfach so gewisse Zusatzrüstung. Und das, was man am Anfang hat, das bleibt. Okay. Und dann haben wir Skills da. Naja, weit überspringen da. Polymorph-Fähigkeit. Jetzt ist sie ausgewählt. Okay, also jetzt haben wir eine Fähigkeit. Mit G können wir die brauchen. Also gut. Also gut. Wenn wir noch Secret suchen. Also, nein. Jetzt spielen wir mal weiter an die Truhe aufmachen sicher. Geld kann man sicher brauchen in diesem Spiel. Muss man da amigs näher bleiben oder kommt es auch, wenn wir einfach weg sind? Schnell schauen. Okay, man muss kurz näher bleiben. Gut zu wissen. Wir haben jetzt noch mehr Truhe. Also looten kann man, aber es ist ja ein Looter-Shooter, von dem her... Ja, da ist noch mehr. Da kann man also wirklich einfach überall Musik drauf machen, ja? Ja, du, wieso nicht? Und immerhin hat man eben... Oh, hoi. Wer bist du? Wiederbeleben. Ah, das zeigt, wie man tut. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? So ungern ich auch die Bezahlung ablehne, aber ich bin auf einer dringenden Mission, die Rückkehr des Dragon Lords zu verhindern. Okay. Du bist ein Schicksalsbringer. Ein Schicksalsbringer? Die schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen. Peinstein. Es seine Schergen zuerst. Ah, noch Punkte scheinbar, die ich verteilen kann. Fällt mir gerade auf. Noch mehr Geschicklichkeit. Oh. Oder das auch wieder Rückgänge machen? Scheinbar nicht, aber jetzt haben wir... Das ist schon gut. Kritische Zaubertreffer, Schelden, bla bla. Das passt schon. Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Okay, danke. Mein Bauernarsch bringt mich um. Die So Sachen kommentiere ich gar nicht erst. jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch. Ich spüre die Präsenz des Dragon Lords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn. Jetzt brauchen wir da mal noch das Spell. Halt. Ich dachte, wir hätten den Dragon Lord
Lügendes Schaf. Also gut. Für den Anfang ist das sicher noch praktisch. Okay, tatsächlich Körperteil von denen ab, je nachdem, wo man sie trifft. Ja, dann mal die Waffen ausprobieren. Die ist eigentlich besser, wie sollen die anderen behaupten? Also die bisher sind sehr, sehr einfach, wenn man treffen würde. Aber eben. Oh. Aber. Hacke des Untergangs. Und im Inventar verbringt man wahrscheinlich recht viel Zeit in dem Spiel. Schaden 20. Aber das. Gut. Und. Ja. Okay, das ist noch lustig. Ja, haben wir den noch? Ich muss da noch schnell looten. No. Hey. Also. Was immer mehr? Nein, die nehmen wir nicht. Oder nehmen wir Sachen gleich? Ich nehme Sachen einfach gleich mit jetzt am Anfang. Ne? Vielleicht hilft das. Also, wenn Schiessen ist noch... Also es ist halt Borderlands, aber es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Coop ist sicher noch lustig. Auch wenn dann der Humor wahrscheinlich auch nicht besser ist, aber... Zumindest kann man dann mit Leuten ein bisschen drüber lachen. Sicherling des Waldes. Ah, wenn man die Waffe wechselt, sieht man gerade, was besser ist dran. Also zum Beispiel... Die behalte die weil die ist besser. Aber die ist besser. Ja. Nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge. Ich habe noch mega Quests und Nebenquests im Petto. Dann haben wir die da mal. Aber wir nehmen sie einfach beide mit und dann kann ich immer noch switchen. Und zwar möchte ich für die da jetzt mal noch die da ausprobieren. Was ist das? Sieht lustig aus. Looks funny. Immer das Rössergeräusch, wenn du da die Dinger aufmachst. Naja. Okay. Uff. Was ist das? Okay, ist das eine Frostwaffe, hä? Das ist schlecht. Okay. Nice. Ah, ist ja viel zu einfach. Hey, looten. Loot. Das nimmt es automatisch auf, oder? Setz ich da oben. Nicht. Und Ruhe. Werden meine heroischen Taten jemals verblassen? Würfel. Glücklicher. Ah, die Loot, die droppen da etwas. Hat er das vorhin auch gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Egal. Das ist so mehr. Ja, ich sehe schon, da kommt man nicht vorwärts, wenn man die ganze Zeit muss looten. Echt das volle Gesundheit. Das sind einfach Tränke. Ah, wahrscheinlich muss man die Truhe da teilweise gar nicht aufmachen, weil man, die geben ja einfach Muni und wenn man keine Munition braucht, dann muss man das wahrscheinlich nicht aufmachen. Aber die da, Geld ist immer gut. Gehen wir weiter. Geld. Ja, okay. Also das ist Munition und Ding. Gut, das ist... Oh.
Aber definitiv mehr Damage da, der Crossbow. Die letzte der Peinblutlinie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. Zauberbuch. Magie, ja? Hm? Das wird lustig. Mit dem Zauberbuch ausgestattet, F. beherrscht ihr jetzt den Frostzauber darin. Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So. Wie kommen Ein wir fettiges jetzt in die Fleisch. Gruft hinein? Ah, okay. Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Er ist versteckt. Mega versteckt. Ja, ich weiß schon, er ist. Die Bodenbretter des Schmetterzeit! Dort ist der Eingang. Aber eben, ist nicht so, dass ich irgendwie gute Rätsel erwartet hätte. Slidey, Slide. steigt euch in die Nase, Nein. während ihr euch die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Immer ins Dunkle in diesen Spielen. Ich habe nicht mal irgendwie ein Und noch Feinstein. Ah, das sind Story-Schriftrollen. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Voll. Weißt du was? Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit und ich ziehe in die Hauptstadt. Aber kann man die Dinge auch abbrechen, oder? Das Essen ist aber echt gut. Extra auf alle Sachen draufstehen. Da. Wachen! Holt mein Vorkoster, Düster davor. dass er scheiße ist! Ihr hört ein lautes Brüllen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Ein bisschen viel Fluch da. Fast noch mehr als da bei Dying Light. Hast du Angst im Dunkeln? Hoi Ivy und nein. Lache, ja? Das Natürlich kann nicht. ich auch. Ich habe doch keine Angst. Was sagst du jetzt? Ich hab's gefunden. Und, Ein Grab in einer okay, vielleicht ein bisschen. Das perfekte Versteck. Ich komme, mein Dunkler. Die Waffe ist ganz komisch. Er wird den Der da weiss man wenigstens, wo man jemanden Das hinschießt. genaue Gegenteil von dem, was wir wollen. Die da macht einfach irgendwie. Ja, aber es ist sicher gut, wenn mehrere Gegner sind. Dann kannst du so. Du hast wirklich gedacht, du könntest gewinnen, was? Hey. Vermache meinen Körper. Er hat gerade sein Schild gerührt. So ist das da. Nicht besser als da, nicht wahr? Oh, Der Mondstein leuchtet auf. Oh. Ihr spürt seine Magie. seht euch, was passiert da wieder? In eurem Verstand, in eurer Seele. Sie fragt, wer bist du? Okay. Schicksal soll ich bringen. Das war eine kluge Vorstellung. Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragonlords zerbröckelt. Okay. Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass es im Englisch wirklich ein bisschen besser ist als. Wo ist das über? Ich weiß, ich muss wahrscheinlich gar nicht dort über, aber. Ich jetzt da Secret. Nicht, okay. Ciao. So ist die Sequenz. Oh, Bosskampf! Ich habe ein spezielles Figürchen für den Kerl. Einen Moment. Einer der ergebensten Untoten des Dragonlords erhebt sich vor euch. Es ist Ribula. Initiative drauf! Erzittere vor Ribula. Ribula. Zittere nicht. Jetzt haben wir ja gar nicht Initiative gerührt. Tritt ihm in den Arsch, Neuling! Oh. Kann man den zum. Wie ist das gegangen? F? Nein, G. Ah, okay, da geht nicht bei ihm. Ich bin ja schon fast da. Sie noch aufpassen da.
Ribula. F. Und mehr Brust. Ah, da kann man auch ein bisschen eingefrieren. Ja, komm, da haben wir ja. Easy. Easy. Einfach draufschiessen. Nehmen wir mit. Entfleugt. Entfleugt. Ah, das sind so Schutzdinger. Hoi LSD. Rüstungsfarbe. Ah, das ist einfach. Sind das. Schau mal schauen da. Schaltet diese Anpassung im Schnellwechselsystem frei. Magiehagel, das ist mein Zauber, ne? Und dann da jetzt noch Hyperius. Ist das besser als das da? Kapazität. Ja, sind wir sicher, oder? Wieso vergleicht es das da nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist aber sicher besser als Stufe 2. Die haben wir noch neu. Ich glaube, die ist besser als meine. Als die da, oder? Ah, so vergleicht es, sorry. Ja, machen wir die. Okay. Ein bisschen Muni sammeln da. Zack, zack. Zack, zack. Gut. Ah, den Zauber muss ich auch noch aufnehmen. Conjura. Was ist das für eine? Verlangsamt Feinde. Unglück des Muscles. Feuern und vergessen. Na, da muss mehr Schaden. Schau, was der macht. Na, was bist du? Ein grosser D20. Hey, Drachenpenner! Ich mach dich fertig! Das ist gut. Ja, nein, Okay, gute Zahl. Komm schon. Der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist True. stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Vielleicht für die, die es auf Englisch werden spielen, der Dragonlord da ist scheinbar gesprochen von Will Arnett. Falls ihr den kennt, der spielt bei Arrested Development mit. Ich gehe mal davon aus, das würde es ein bisschen besser machen, als da jetzt der, als die deutschen Synchronsprecher, die irgendwie den Humor so ein bisschen daneben schießt, aber ja. Auf Wiedersehen. Waffentruhen sind cool. Und dann einfach alles mit. Dann vergleichen wir nämlich mit dem da. Ein bisschen mehr Schaden, mehr Magazin. Ja, probieren wir mal die. Die da. Ah, das ist überall schlechter. Also wenn ich so mache. Oh. Nicht, was ich auch will. So. Ah ja, wir lernen es mal so. Wir haben einen neuen Zauber gefunden. Was ist das? Magiehagel der Legenden. Ah, bleiben wir bei dem, was wir jetzt haben. Das ist das. Eine Ausrüstung, die scheinbar besser ist. Also, das Inventar ist ein bisschen. Habe ich also schon Besseres gesehen für so. Aber es sieht immer noch ziemlich gleich aus wie bei Borderlands einfach. So, das ist jetzt nach Seltenheit, da kann man es nach Typ Hersteller punkten. Dort 103, 43, also ich glaube, man geht vor allem ein nach Punkten, in dem Fall. Was ist das so? Die zwei. Ja, das ist jetzt ein richtiges Maschinengewehrli da. Ja, muss ich dem wieder so Sachen anlassen? Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Also gut. Sie kann nur auf eine Art enden. Zusch. Der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin?
Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Ich glaube nicht böse, Arschgaul dann wenn wir sie. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Okay. Es ist... Die Story ist noch so ein bisschen... Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halte. Also ich finde die Idee mega lustig, mit dass es ein Dungeons Dragons Spiel ist, wo man selber ein Charakter drin ist. Aber... So die Story selber, läuft das Game flüssig? Fragt der LSD. Ja, ich muss es on Stream jetzt gerade im... Also es läuft mehr oder weniger flüssig, es ist gut spielbar, aber ich muss es im nicht Borderless, Windowed-Modus spielen. Weil es scheinbar... Es tut mir alles verstellen, sobald ich es Vollbild tue. Und dann habe ich den Chat und so nicht mehr, also kann ich das im Moment nicht machen. Aber es läuft. Lustigerweise ist es heute am Mittag gegangen ohne irgendwelche Probleme, auch mit OBS. Und jetzt ist es so ein bisschen... Noch weiter. Jetzt hat es irgendwie nicht mehr wollen. Obwohl ich den PC noch neu gestartet habe und alles. Aber ja, es funktioniert auch. Es läuft gut flüssig. Für euch diese große Oberwelt auf dem Tisch aufgebaut. Bewegt eure Figur einfach irgendwo hin. Okay. Die Details in der Landschaft gefallen mir. Es fühlt sich so an, als würde eine ganze Welt darauf warten, dass wir töten und plündern. So ist es. Eine Aludose. Willkommen in meinen Wonderland. Tiny Tina's Wonderland. Yay, Filter. Ah, der Filter braucht viel zu viel CPU. Wieder abstellen. Jetzt haben wir da so ein Overworld. Kann ich da auch Sachen kaputt schlagen? Die Ruhe kann man immerhin aufmachen. Das ist noch cool, das ist wirklich so ein... Aber gerne würde ich da eigentlich Würfel haben, aber wahrscheinlich kann ich das gar noch nicht. Oh oh, die Straße nach Prachthuf ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras. Ja, hohes Gras, okay. Was erwartet mich eigentlich in hohem Gras? Sorry. Was erwartet uns eigentlich im hohen Gras? Ein Scheißtyp greift an. Zufallsbegegnung. Ha! So klar gewesen. Zufallsbegegnung, ha! Ja, das ist logisch gewesen, dass da. Du siehst aus, als wärst du den Ärger wert. Und jetzt muss man kämpfen, hä? Also gut, also wie früher im was ist Zelda. Uff, aber cool gemacht. Jetzt haben wir einfach eine Zufallsbegegnung. Hoppla! Das sollte nur ein Warnschuss sein. Kleiner Meteorit. Nice. Und du wirst ein Schaf. Kampf bestanden? Ah, okay, so schnell geht das. Also gut. Jetzt hätte ich da aber noch Loot, oder? Hat sicher irgendwo Loot. Die Magie beginnt. Ah nein. Das ist Belohnung da, hä? Ja, okay. Also so... Hübsche Waffe. Das haben wir nicht. Dann haben wir noch. Neue Punkte verfügbar. Also es geht recht schnell am Anfang. Ne? Man gewinnt da recht schnell. Wäre besser als meins. Ja, definitiv. Nehmen wir. Was haben wir noch gefunden? Der Zauber da. Unglück der Legenden. Gibt es Beute. Der hat mehr Schaden als meine. Dann haben wir auch. Okay, ja. Ah. Man hat doch recht Platz im Inventar. He? Skills. Dann machen wir da mal noch Zauberkugeln. Ja. Nachladegeschwindigkeit. Oder vielleicht gleich die kritische Zaubertrefferchance. Nein, kommen wir mal. Nachladegeschwindigkeit. Und dann schauen wir da noch. Da machen wir noch ein bisschen mehr Intelligenz. Mehr Intelligenz. Also behalten. Gut. Benutzen.
Welche Klasse hast du genommen? Oder hat man da nicht am Anfang können nehmen? Ich habe den Spellshot genommen, also den Zauberschuss. Also den Zauber. Oh mal, man kann es auswählen. Ah, das wäre eben doch. Also gut, dann gehe ich noch zurück den Würfel holen dort. Wenn ich einen Würfel gesehen muss ich ihn haben. Man kann am Anfang eine Klasse auswählen und dann irgendwann... Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Okay. Und dann irgendwann, aber eine gewisse Stufe kann man also sogar eine zweite Klasse auswählen. Das heisst, man kann so Klassenkombis machen, die aber recht cool können sein. Die Frage ist schon durchgegangen. Gehe ich da durch? Nein. Das bringt nicht viel. Da komme ich nicht rein. Mädel, da ist eine Brücke. Da könntest du sowas von eine runterhauen und drüber laufen. Echt cool. Abkürzung freigelegt. Es gibt jede Menge Stell mir wirklich... Ich habe das Gefühl, die... freihauen kann. Sorry, ich weiß nicht, vielleicht kann man das... Man kann das nämlich im Spiel ändern. Ah, nein, look, jetzt kann ich es nicht anpassen. Okay, man kann es im Spiel einfach nicht anpassen, aber... Ich würde euch, wenn ihr Englisch könnt, empfehle ich euch, das Spiel auf Englisch zu spielen, weil die deutsche Synchro ist so ein bisschen... Yeah. Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalten Frühstücksflocken. Also heisst nicht, dass es auf Englisch besser ist, aber... Du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde. Jede Menge sogar. Hier, sieh dir all die heißen Rattenschaftenhäschen an. Das sind Tass. Das ist einfach ein... Ich drück mal an, da, die retten da immer noch weiter. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Da kann man in eine Mine rein. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Okay, die redet einfach. Wir gehen mal da rein. Sind ja noch. Okay. Was ist ein lebendes Wesen? Was ist das? Ah, das ist sicher ein Fall, hä? Irgendjemand beschießt auf mich. Uff. Schon bald wirst du zu uns gehören. Okay. Ja, einfach ein bisschen ums Zeug rumlaufen. Da ist wohl jemand falsch abgebogen. Oh, du hast wirklich gedacht, du könntest gewinnen, was? Ja, chillen's. Ja, ein Meteorit. Kann es sein, dass ich zu gut bin? Natürlich nicht. Ich dachte mit mir selber. Kann es sein, dass ich zu gut bin? Ich mag auch mal die eingebildete Stimme, die ich genommen habe. Vor allem so, wie ich aussehe. Das ist, das passt schon sehr gut zu meinem Charakter da, die Stimme. Okay, wenn man sie einfriert, ist er recht lustig. Da hat es eine Truhe. Da, neue Waffe. Und Siegel des Flickerns. What is this? Schnell anschauen. Dimitri Hoppelus. Hat sie das gesagt? Oder ist das einer von den Charakteren gesehen? Ich kann irgendwie gar nicht wirklich aufpassen, es passiert so viel. Sie rettet die ganze Zeit. Muss irgendwie das Spiel noch lernen. Gut, eben, es ist auch Freitag, ich bin nicht ganz... nicht vollständig da. Was habe ich jetzt bekommen von ihnen? Steht zu dem das Miraculum. Siegel des Flickerns. Ist das besser als meins? Probiert's mal aus. Wir probieren es mal aus. Das wäre das F. Ah, okay. Macht das auch Damage? Wer weiß. Ja, jetzt kann ich da aufhauen. Du hast für immer einen neuen Pfad durch die Wunde geöffnet. Nicht übel
eigentlich möglichst nicht ins Gras, sonst muss ich da so Random Encounters machen und das ist so ein bisschen, vor allem Low Level wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Was ist das da? Das ist... Das kann ich nicht aufmachen. Das kann ich auch nicht. Also bin ich für nichts dahinter gelaufen. Also gut. Jetzt habe ich das freigeschaltet. Das hat in dem Fall nicht so viel gebracht. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Weg, wo wir gehen müssen, sondern wir müssen da vorne. Und ist das ein... Die haben jetzt Kartoffelchips. Nice. Und wenn ich dir helfen, muss ich da... ist von Schreinruinen übersät. Auch Okay. wenn die Erbauer schon längst vergessen und ihre magischen Kristalle in alle Winde verstreut sind, könnte dich wer oder was auch immer dort verehrt wird, belohnen, wenn du seinen alten Glanz wiederherstellst. Dieser Schrein ist der Göttin Monete geweiht. Monete. Des Bargeldes. Also, ja. Du erspähst ein Schreinteil. Ja, ich erspähe das Schreinteil, aber ich komme nicht rein. Also gut, gehen wir weiter. Ist aber noch cool, dass wir da in dieser Oberwelt... Majestät Königin Arschgaul hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Hoffen wir mal, der Multiplayer läuft dann flüssig. Ja. Läuft es bei euch, sieht es bei euch nicht so flüssig aus, in dem Fall. In dem Verliebterleben könnte eventuell... Es läuft ja schon, also für den Shooter ist es jetzt schon genug. Auch wenn es im Windowed-Modus ist. Aber es kann natürlich sein, weil es im Windowed-Modus ist, dass der Capture nicht so gut ist. Ja, sieht ein bisschen so aus. Sorry, ja. Wer wagt es, sich gegen die dunklen Macht zu wehren? Die andere Variante ist... Was könnte ich auch machen? Ah, schau noch schnell. Ah. Führt euch das jetzt hin, oder was macht das? Ist das ein Schild? Ah ja, das kann nicht durchschiessen. Das ist vielleicht noch gut für... Doch, aber meine allgemein... Das ist dann wie Dying Light Coop. Dass dann da nicht ist wie Dying Light Coop. Ja, das stimmt. Aber natürlich blöd. Dort ist ja nicht viel gegangen. Ja, bei Dying Light Coop habe ich etwa 100 Friends löschen aus Steam, damit ich sie überhaupt noch spielen kann. Es hat schon wahrscheinlich Damage Sponges da. Ein bisschen mehr muss drauf schiessen. Wir haben noch die Waffe an, die ist noch lustig. Ah, ich verstehe jetzt. Ich habe ja, durch das, dass ich Spellshot bin, wenn ich einen Spell auf jemanden mache und dann noch einen drauf schiesse, habe ich jetzt eine Chance, dass es den Spell wieder prockt. Okay. Keine Munition mehr. Was? Keine Munition mehr. Ah! Was ist da die Ruinen? Sonst vorher haben wir überall die Ruinen gefunden, jetzt finde ich einfach keine mehr. Oh, da noch schnell. Hallo? Kann ich sie halt schlagen, aber wäre eigentlich schon noch cool. Oh, was macht's? Ich weiss nicht, was das ist, aber wir lassen es mal sein. Dann haben wir die halt runter. Für etwas gibt es ja Melee. Zeit für einen Zauberspruch.
Du, Schaf. Ah nein, sorry, falsch gemacht. Da, du, Schaf. Jetzt habe ich mit der Muni. Aber nicht viel. Für etwas habe ich das schwer. Ah, ich finde nämlich für die Munition, wenn ich einfach über sie reinlaufe, nachdem ich gehe. Come on. Yep. Okay. Okay, die Synchro geht einem wirklich ein bisschen auf den Sack. Ja, ja, ich bin, also, ja. Ich würde es definitiv auf Englisch spielen. Und es hat ein Settings-Menü, aber man muss ins Menü zurück. Also man kann also im Menü kann man die Sprachausgabe umstellen. Zum Text umstellen müsst ihr aber im Epic Game Store das Zeug anpassen. Meine erste blaue Waffe. Die da. Okay. Nice. Wieder raus. Ah, doch nicht. Ah, das ist einfach, das ist das so. Oh, mit der kann man noch recht schiessen. Dass alle Gegner irgendetwas müssen sagen. Also ich weiß nicht, was ich von dem halte. Aber spielen tut sich selber gut. Da muss man sagen. Da kann man gar nicht mehr. Sonst sieht das schön aus. Aber es ist halt ein Looter-Shooter, das heisst viel Schüsse. Bis endlich das Zeug umgeht. Wieso, dass alle müssen reden? Es wär so viel besser, wenn einfach der eine oder andere etwas würde sagen. Aber wenn alle reden, dann verliert es einfach wirklich Wirkung. Ja. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so. Ja. Die sieht cool aus. Nice. Die da haben wir noch gefunden. Ofenrohr des Kompasses. Ah, die da mal. Ja, die schießt so ein... Okay, die Nolade-Animation ist sehr geil bei der. Sehr gut. Da haben wir das Segel gefunden. Okay, der Kerl will uns doch 100 Pro umbringen, oder? Betritt das Portal. Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Nein. Hat teilweise lustige Momente drin. Okay, jetzt haben wir das gehabt. Diese edle, stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren, gäbest du ihr einen kleinen Schubs. Das kann ich ja nicht. Muss die auf der anderen Seite sein. Aber jetzt habe ich ja das Segel gefunden und das war eine Side-Mission und ich habe noch Skill-Punkte gesehen. Sollen wir das auch noch nehmen? Da? Ja, können wir nehmen einfach bei jedem eins. Und dann machen wir noch ein bisschen mehr Intelligenz. Also behalten. Dass wir auch nicht kumpen auf dieser Oberwelt, das nervt mich ein bisschen. So ein Pin drin, okay. Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Mona
Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Okay, sollen wir den benutzen? Monete, die Schutzheilige des Bargeldes, ist deinen Täschchen und Geldbeutelchen gewogen. Monete. Dann gehen wir weiter. Mein Charakter sieht auch hier super aus, nicht? Ich kann mir vorstellen, dass 99% der Charakter in diesem Spiel etwa so wie er werden ausgesehen, weil alle den Overdrive einstellen und super. Genau so muss es sein. Es ist eben cool, dass es so einen Modus gibt, dass man kann völlig übertreiben beim Charakter erstellen. Psst, Neuling. Keine Sorge. Die Trottel am Tisch können mich nicht hören. Hier unten Die sind Trottel am Tisch. Hey, ich weiß, dass ich der Schurke Okay. bin, aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Nicht, dass du Glück bräuchtest. Hab ich recht? Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Warte, mit dieser Karte kannst du Informationen über deine Umgebung erfahren und Orte von Interesse ansehen. Okay. Uff. Ui. Da kann man globales reisen, nicht die Oberwelt. Okay. Ah, jetzt fällt eigentlich so ein bisschen das Game an. Also das heisst, jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Beim Tutorial. Und jetzt fällt es langsam an da. Einkaufen. Objekt des Tages. Ungewöhnlich. Das ist ein Objekt des Tages. Was machen wir jetzt da? Kaufen wir die einfach. Wie viel kostet es? Ah, da steht es. 2100. Recht viel Auswahl, ne? Das ist der Waffenautomat, ist das der Ausrüstungsautomat? Ja, okay. Vergleichen mit Q. Na, da kann man immer schauen, was. So früh Sachen kaufen. Gut, ein lustiger Zauber wäre vielleicht noch cool. So ist das. Magiehagel. Siegel des Flickerns. Irgendwie steht da nicht wirklich, was es macht. Es steht einfach. Egal, ich kaufe nichts. Wir bleiben bei dem Moment. Bringt nichts, wenn man da schon Sachen kauft. So früh. Wir finden ja immer wieder neue Sachen. Wir sind noch so Low Level. Ich bin Level 4. Vor euch ragen die mächtigen Mauern von Prachthuf empor. Ihr seid jedoch nicht Prachthuf. Neuankömmlinge. Oh. Eine gewaltige Skelettarmee belagert die Stadt. Katapulte! Skelette! Skelettschiffe! Uff. Verdunkeln den Himmel! Okay. Das ist cool gemacht. Das ist sehr cool gemacht. Ja, so gut. Immer daran denken, Aussehen ist alles. Werte sind zweitrangig. Skelettschiffe landen am Strand und laden böse Frauen ab. Skelettmänner und Skelettfrauen. Skelettmänner und Skelettfrauen. Nice. Der macht nicht so viel Damage. Hier, da ist irgendwie ein bisschen komisch. Da drüben haben wir einen Verlierer. Jetzt kann ich meine Waffenwahl überdenken. Weil,
Gefühl, ich habe vorhin mehr Damage gemacht mit den anderen Sachen. Irgendwo da draußen gibt es Beute. Ja, das ist ein Zauberer. Der macht noch Damage. Schaff. Der Waffe schießt mir also schon noch recht lang. Die 6 Damage sind nicht so viel. Ich schaue, dass ich Sachen aufnehme, sonst vergesse ich da noch Loot. Kann nicht passieren. Darf nicht passieren. Ah. Was bist du? Ah, okay. Kamikaze Talent. Gut zu wissen. Ja, da wird sicher noch passen, der geht doch durch an. Ja, der kommt gar nicht so weit. Sozusagen wie ein Shotgun. Noch ein bisschen Kristall reinstreuen und weiter schießen. So. Ja, die Waffen sind definitiv nicht so gut. Sie nachher schon ändern. Ja, die anderen vorher habe ich lustiger gefunden, wo ich können so draufbleiben und so. Ja, okay, wenn man da drauf bleibt, macht es schon noch Damage. Oh. Und das ist ja der grosse, hä? Uff! Okay. Rette deine Seele. Und wie mache ich das? Okay, scheinbar nicht, hä? Hat jetzt etwas drücken, ich habe es nicht gesehen. Ah. Ja, okay, die Waffen sind über nichts, das müssen wir ändern, das müssen wir definitiv ändern. Also, so geht's nicht. Ah, fangen wir wieder von vorne an. Die war ein bisschen für nichts, die da ist besser. Und statt die noch wieder die da, ich glaube die Kombi ist nicht schlecht gewesen. Ja, wahrscheinlich das Gefühl, wir haben mehr Damage gemacht. So. Also, nochmal von vorne. Ah, nein, doch nicht. Die gestorben sind, sind schon gestorben, aber man kann zurück dort hin, wo man war. Ja? Das ist gut. Muni haben wir genug. Oder? Ja. Dort vorne ist er wieder. Der, der mich verwünscht hat. Ja, das war viel besser gewesen. Und ein Chef ist der. Ich habe fast das Gefühl, ich muss das Spell auch noch wechseln, weil der Kreis macht nicht so viel Damage. Neues Spell. Was war der da gewesen? Unglück der Legenden. Nein, nein, der einfach. Ihr seht eine einsame Gestalt, die alleine gegen die endlosen Horden von Skeletten ankämpft. Okay, kann man nicht drauf schiessen. Also gut. Seine Rüstung trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike!
Paladin Mike. Hey, du, Zivilist! Hierher! Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Du hast Okay. ein ziemlich schmutziges Mundwerk. Hahaha. Paladin. Sehe ich verdammt noch mal aus, als hätte ich Zeit für Benimm-Lektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kam aus dem Nichts. Ja, das haben wir dem Dragon Lord zu verdanken. Hab gerade sein Grab geplündert. Der Dragon Lord. Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Man kann die Untertitel übrigens auch ausschalten, beziehungsweise standardmäßig sind sie ausgeschaltet, aber ja, sie dann. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut. Hier, nimm dieses, Fanta C4. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, Fanta was heißt das C4. nur? Okay. Ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft. Also, ich verstehe ja, wenn man ein bisschen Fluchwörter nutzen zum in gewissen, schon so Gegner gesehen. In gewissen Moment macht das vielleicht Sinn, aber immer die ganze Zeit und einfach ohne grossen Zweck. Naja, das muss nicht unbedingt sein. Also, ausser man ist so. Man findet es vielleicht lustig, aber dann. Aus dem Alter bin ich eben draus. Er läuft in die falsche Richtung, das ist auch gut. Katapult, ja, dort vorne. Und dann ein neues Spell noch benutzen. Das ist dort oben noch nicht, der nervt mich sonst. Einfach nie vergessen looten, immer looten. Zack. Auf meine Tragekapazität, stimmt. Ja? Ja, du bist ein bisschen grösser, oder? Da. Schaff. Und dann noch so ein. Magic. Du hast dich wohl verirrt. Ich zeig dir, wo's lang geht. Nachladen. Ihr macht schon noch viel Damage, da, die. Und sie ist lustig. Die Waffe ist cool. Die Waffe ist wirklich cool. Uni. Geld. Ja, der hat das Gewehr. Kann Skelett schon mit Gewehr schiessen. Hey, Steintroll. Schaff. Und dann schieße ich auf dich, dann wir möglichst viel von diesen Dingen bekommen. Meteoriten. Klatsch das Fanta C4 an das Katapult. Oh, du hast wirklich gedacht, du könntest... Und jetzt spreng es. Halte bloß ausreichend Abstand. Das ist wahrscheinlich nicht ausreichend Abstand zu sehen. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle und ich überlege doch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Okay. Also schalten wir automatisch frei, wenn wir in die Nähe kommt davon. Jetzt habe ich etwas gesehen. Da gibt es noch ein Gebiet, wo ich noch nicht drin war, wo ich wahrscheinlich looten könnte, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt sind wieder alle am Schiessen.
Ups. Magie. Ja, drauf. Das ist schnell gegangen. Das ist ein Troll, wo wieder Stein wird. Jedes Spiel, das ich spiele, habe ich das Gefühl, ihr irgendetwas Stein. 7 HP, das ist nicht so viel. Knapp überlebt. Dann knapp. Also. Es hat definitiv langsam ein bisschen mehr Schwierigkeit als am Anfang. Und da ist das noch dabei, okay. Aber ich hätte es jetzt nicht als mega schwer bezeichnet, aber das ist meistens so. Und ich glaube, im Coop ist es ein bisschen schwieriger. Also. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Hey, Finger weg von den Figuren. Aber euch mit dem Katapult zu schleudern klingt cool, also lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Okay, also hat sich das Game wieder verändert, damit man etwas Lustiges machen kann. Das ist noch cool. Kommen immer nur 1 Punkt pro Level. Ist jetzt nicht so viel, aber... Ausnahmsweise. Ja. Ui. Sag ich das so richtig? Für die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Koboldstunden Arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe? Okay. Ist das eine Mütze, wo die Chart trägt? Also sie ist... eine Mütze ist... Das sind seine Haare. Ich zeige das nachher sonst noch ein bisschen genauer. Da ist da schnell ein paar von denen. Pellet. Natürlich. Noch immer mehr, ja. Ja, siehst du, das sind seine Haare. What? Ich fühle mich magisch. Ja, ich kann es nur empfehlen, den Overdrive-Modus einzustellen, wenn man Charakter erstellt. Da kann man sehr lustige Sachen machen. Das ist viel, das muss ich haben. Ich glaube, es ist noch ein Skin. Und ja, heute Trubalu übrigens. Sorry. Das Game erinnert mich mega an Borderlands. Ist es vom gleichen Macher? Hoi, nur yes, das ist von Gearbox und 2K. Es ist eigentlich, es basiert auch auf einem Borderlands DLC. Borderlands 2 DLC, Tiny Tina's irgendetwas. Und jetzt haben sie sich entschieden, dass sie ein volles Game machen, Standalone. Und das ist das. Und natürlich ist es eher ein Koop-Spiel. Das heisst, man würde es normalerweise eher im Koop spielen. Aber man kann es auch Singleplayer spielen. Und so. Und so. Und eben scheinbar hat jeder einzelne Gegner irgendwie etwas Gleiches zu sagen. Aber was das Problem ist, dass wir überhaupt etwas zu sagen haben. So ein bisschen mehr Ruhe wäre schon noch angenehm. Aber eben da hat man wenigstens einen Grund, um sie schnell zu verschiessen. Ich bin da wie ein Eichhörnchen. Siehst du? Weitaus weniger bedrohlich. Das Schild ist wieder gone. Ah.
Sei. Heilig, 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 heilig. Liebend gern, aber ich bin total leer gepumpt. Und wenn ihr die höhere Stimme hören, ist das mein Charakter. Oh. Was muss ich jetzt machen, um meine Seele zu retten? Ich verstehe es immer noch. Wahrscheinlich muss ich jemanden... Ah ja, eben, ja. Das ist... Uiuiui, jetzt muss ich langsam aufpassen da. Ist der tot oder hat er nur ein Fäustchen zugelegt? Schwer zu sagen. Sagt, ich könnte auf einer Die Waffen sind so ein bisschen... Ich bin nicht sicher, ob ich das... Ja, das ist leer. Mir so Das ist auch leer. Können zu schenken und anderen so wenig. Muni ist recht schnell leer. Wenn man da nicht immer schön über die Leute reinläuft und die Truhe aufmacht. Oh, falsch Knopf. Sorry. Haben wir alles. Wir noch schauen, ob wir es können, anpassen. Aha, Hyperius. Ist das die wir schon mal gebraucht haben, die nichts können? Ich glaube es. Die ist auch noch neu. Ne, wir bleiben bei dem, was wir im Moment haben. Eigentlich bin ich gerade recht zufrieden. Ah, wir müssen hier noch das Katapult zerstören. Die lästigen Katapulte sind Geschichte. Dieses explosive Glitzerzeug hat sie voll zerlegt. Das haben Sie jetzt davon. Ha! Am Haupttor neu formieren. Sie sammeln sich für einen neuen Angriff. Oh, schön für dich. Übrigens, während ihr euren kleinen heldenhaften Ausraster habt, sind meine Truppen bereits in die Stadt eingedrungen, um gleich alles niederzubrennen. Das ist toll. Wir alle haben Spaß. Ja, der Dragon Lord ist der einzige Lustige bisher. Gehen wir da durch. Ah, das ist nicht dort über muss ich. Ups, ihr steckt fest. Hier ist eine hübsche Brücke für euch. Hab schon drauf gewartet, dass die Brücke kommt. Der verdammte Infrastrukturerlass wird endlich umgesetzt. Ja, ist natürlich kann natürlich passieren, dass man das im Dungeons & Dragons mal muss machen. Und einen Brock rein fantasieren. Köpfen hast du's gezeigt. Ein königlicher Wegstein. Unmöglich. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bist du ein Schicksalsbringer? Ja, hast du mich schon mal angeschaut. Natürlich bin ich ein Schicksalsbringer, schau mal. Das kann ja nur ein Schicksalsbringer sein. Und gegen Bares gebe ich dir gern ein Autogramm. Das Autogramm, okay. Ich bin verdammt beeindruckt. Hab nur Geschichten darüber gehört. Okay. Magie der Königin hat mehr deiner Schicksalsbringerkräfte freigeschaltet. Die Armeen des Dragonlords haben keine Chance. Klassengroßtat freigeschaltet. Du hast eine Klassengroßtat freigeschaltet. Dies ist eine mächtige klassenspezifische... Wow. Klassenspezifische Fähigkeit, die dauerhaft aktiv ist. Du musst zur Freischaltung keine Punkte ausgeben. Jeder Klassenskillbaum kann für eine... Okay, das ist jetzt richtig. Oh Mann, du machst das echt gut. Was ist denn meine... Zu schade, dass ich dafür nichts im Ärmel habe. Was ist denn meine klassenspezifische... Muss mir das schnell noch zeigen, bevor ich da jetzt... Zauberschleuder, ist das da? Ja. Das Wirken eines Zaubers oder das Nachladen gewährt Schicksalsbringerinnen einen Zauberschleuderstapel und erhöht den Zauberschaden. Ah, okay. Beim Wirken von wiederholten Zaubern besteht eine Chance auf zusätzliche Zauberschleuderstapel mit jedem wiederholten Zauber. Okay, also gut. Spaß beiseite. Man sollte keine Trolle im Ärmel haben. Das wird heiß, wenn sie finden. Also, die sterben recht schnell so, wenn ich sie zuerst zum... Ah, jetzt dort unten in der Mitte. Neue Munition. Und gerade da. Na, jetzt sieht man eigentlich meine Stapel, die ich habe.
Und je nach Stapel mache ich dann mehr. Was heißt 5 mal 5. Okay. Das vielleicht auch nicht. Aber ich wollte auf den da. Oh, da nochmal ein. Einfach aus dem Nichts. Ich habe gerade probiert, den Zauber zu drücken und er hat gesagt, verdammte Abklingzeiten. Ja. Boom. Was ist denn du für ein nerviger Sie? Lass mich! Oh oh, 3 AP. Ja, zusammen. Bist du da heilig denn? Ja, danke. Boah, da hast du wieder so einen Stein gegessen von dem Sicht da. Man rührt den Homing-Stein oder was? Also nicht sie. Oh. So. Du bist ein Priester. Ja. Wenn ich jetzt drauf schiesse, kommen die ganze Zeit so Meteoriten. Das ist recht lustig. Recht coole Kombo. Alles, was da weiss ist, nehme ich sicher nicht auf. Sieh zu, Schicksalsbringer. Du hast es mich nicht mal versuchen sehen. Hier drüben, Dann haben wir mal. Schicksalsbringer. Und er hat sein Tauschen gedrückt. Inventar voll. Okay. So schnell ist das Inventar voll. Also gut. Uiuiui. Ja, da hat man schnell viele Sachen. Kann man das hier freischalten? Und dann. Das auch noch freischalten. Dann kann man das irgendwie ändern. Das Teil. Nein. Also. Wenn man das Inventory gemacht hat, dann auch, nicht so viel auf Übersichtlichkeit geachtet. Was ist das? Die haben wir schon probiert, einen Tisch blöd. Nein, das war die, das ist etwas anderes. Wir nehmen die mal noch. Und statt die nehmen wir die. Also, ich kann auch ausprobieren. Was ist das für eine? Okay, jetzt so eine rote. Die sieht noch gut aus. Probieren wir mal. 7 neue Sachen ausprobieren da. Mega lange haben wir eh nicht mehr Zeit. So. So. Zauber. Den anderen Zauber habe ich nicht aufgenommen, den ich eigentlich wollte. Halt. Ja, das haben wir schon mal gesehen. He? Fast wieder ein Anfang. Das zeigt da über oben. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Dann aufnehmen. Wenn man das jetzt gesehen ist, was ich aufgenommen habe. Mit Alt. Hersteller. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil für das Game ist, was eigentlich um Loot und Inventar und weiss ich was geht, ist das da ultra unübersichtlich und dass man nicht irgendwie kann, also vielleicht bin ich ja Typ, man kann nach Typ, aber man kann nicht einfach nur sagen, zeig mir nur meine Waffen oder nur meine... Was da eben haben? Ah, da kann man Schusswaffenschaden, Bereichsschaden, Feuerrate... Ja, es ist einfach irgendwie nicht so übersichtlich, muss ich sagen. Also...
Kann man besser machen. Vor allem für einen Looter-Shooter. Aber egal, machen wir noch weiter. Ehrlich, ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Da bin ich, der ist einfach in die falsche Richtung. Schicksalsbringer. Ha! Los, ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Also gehen wir nicht schauen. Oh, beeil dich lieber, wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst. Die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Also wie die überhaupt muss, das sind wieder die Bring uns rein. Läden. Hey! Lutski! Mach das blöde Tor auf! Sag das Passwort? Das Passwort lautet: Mach das scheiß Tor auf, sonst stopf ich dir Blätter in den Rachen, steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem scheiß Teekessel! Das ist definitiv er, Leute! Mach das Tor auf! Komm schon, mach dich bereit. Da drin wird es vermutlich unschön. Ist das ein Schildli vorne dran? Bin ich der Gibraltar? Das ist Apex Legends. Und das ist nicht mal der Charakter, der das hat, glaube ich, aber egal. Mal? Nein, weiß nicht. Brighthoof. Ja, das hat übersetzt, ne? Aber herzige Stadt. Ihr betretet Hallo, zeigst du? seht den blanken Horror. Hütten brennen, Skelette fressen Menschen. Ja, jetzt ist sie da. Voll Debris. Nicht optimal, hä? Los, wir müssen Kann ich über den, ich glaube, ich muss den nicht. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz. Der hat den Regenbogen auf der Schulter, den habe ich gar nicht gesehen. Weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese 23 macht das. werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Hoffe, du hast deine Löffelliste abgearbeitet. Funktioniert es? Ich will, dass du mich hast. Ich rede von wahrer Verachtung, von ohnmächtigem Zorn, der in deinem Inneren brodelt und dich wie ein Feuer auslöst. Ja, aber da ist die gleich nicht so gut, die Wahl, die Waffe da. Noch was tun kann. Mentoren töten oder so. 7 Schaden pro Schuss, okay. Also ein bisschen darauf achten, was man da für Waffen braucht und nimmt, das scheint schon... Ich komme nicht mal so weit. Das scheint schon ein bisschen darauf anzukommen. Wenn man jetzt zum Beispiel für da, so macht man natürlich recht viel Schaden, weil die so ein... Glaub mir, du willst nicht wirklich hier sein. Aber ich genug nachher auch mit der und ich bin eigentlich ja ein Zauberer, also... Hey. Oh. Hi. Job. Das war's. Du hast es. Pause. So einfach ist ein Drache da. Einfach zum Schaf machen, dann ist das Problem gelöst. Ich muss gleich mit der da vorausgehen, habe ich das Gefühl. Die ist besser als die andere da. Schau ein bisschen aufmachen. Der andere ist irgendwie auch überall da, der wie heißt der? Mike. Paladin Mike, ja. Ja, da treffe ich gar nicht. Wird noch recht langes schaffen. Daneben bezaubernd. Ah. Ja. Shooty. Noch nicht fertig. Und jetzt versuch mal, mich niederzulegen. Du bist ein cleverer Käfer. Steh halt nicht ins Feuer. Löli. Ja gut, dann haben wir noch etwas viel jetzt. Sicher wieder das... Ja, natürlich. Das gar nicht aufnehmen, weil ich volles Inventar habe.
Also gut. Dann, ja, was haben wir? 15:47. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Lass uns die Idioten ein zweites Mal töten. Oh, tut mir leid. Möchtest du mein harmloses Weltneuen sein? Also meine Zauber machen recht viel Damage. Waffen machen nicht so viel Damage. Genau wie erwartet. Und Gegner machen teilweise auch ziemlich viel Damage. Upsi. Ich kann wieder zaubern. Ich verstehe nicht ganz die Waffe da. Ich weiß, mega schwer irgendwie. Ich schieße nie dort hin, wo man denkt. Ich schieße doch jetzt und es schießt aber unten. Ich kann es nicht wirklich einschätzen mit diesen Waffen da. Upsala. Wer noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Du. Ah, jetzt ein paar. Entsichert und im Anschlag. Jetzt ein Bogen. Ist der gerade verschwunden? Hast du den aufgenommen? Hast du meinen Bogen geklärt? Obelisk des Gespensts. Ich kann nichts aufnehmen, weil meine Katze kommt gerade. Wieso machst du das? Sie liegt einfach auf meinem Mauspad. Was soll das? Hey. Also gut, ja gut. Probieren wir es mal so weiterzuspielen, aber es kann schwierig werden. Ich habe noch etwa so viel Platz. Aber ihr seht, dass die Zugbrücke der inneren Wehrmauer geschlossen wurde. Ihr sitzt auf dieser Seite fest. Was macht ihr? Das liegt Das schon zeigen. Da, so viel Platz habe ich noch. Sehr gut, oder? Ja, du bist ein... ja gut. Sie hat entschieden, dass sie das Spiel glaub, nicht so gut findet. Und auf der Tastatur kommt sie hin. Aber ja, wir probieren es noch schnell ein bisschen, aber sonst machen wir dann Feierabend. Oder redet noch ein bisschen. Was ist das? Oh. Ich sag nichts zur Zugbrücke und zeige null Interesse. Funktioniert es? Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen ab. Capture ist weg, ja, das ist true. Komischerweise. Und wird auch nicht kommen. Das ist wahrscheinlich, weil es eben im Fenstermodus ist. Also probieren wir da nochmal schnell einen anderen Modus aus und wahrscheinlich sehen wir wieder nicht mehr. Namenlos. Ich meine, es ist wieder da, aber jetzt ist es einfach wieder ultra wide. Das heisst, da sehen gewisse Sachen, aber ich kann da nicht drauf. Skelett, das mir den Diamantschädel der Königin bringt, erhält Und danke, Troy. Trotankeulen. Auch wenn ihr sie nicht essen könnt, eignen sie sich hervorragend zum Menschenverprügeln. Großes Magazin. Du bist ein Lustiger. Oh, ich bin ja gerade gerade. Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart. Gern geschehen. Es spawnen überall neue Gegner. Hier scheint bis zum letzten Gefecht. Für die Königin! Gut, gut, gut. Noch mehr Bösewichte. Also fast ein aufpassen. Und mit dem beschränkten Platz, den ich da habe. Ja, nimm einen Stein. Nice. Gut, also jetzt sollten wir es dann haben da. Sorry, Lili. Ja, was ist?
Witzig. Ist nicht zufrieden, hä? Meine Katze ist nicht zufrieden. Sie will gestreichelt werden. Gut, ist ja klar, wenn sie aufs Mauspad liegt. Ich bin ein sprechendes Skelett. Ja, doch nicht. Okay, jetzt bin ich. Doch nicht. Läuft sie wieder vorne durch, wie wir gesehen haben. Oh Mist! Mehr Bösewichte heißt mehr Arbeit! Ich würde sterben für einen Kampf. Da musst du dich schon mehr anstrengen! Mein Zauber ist bereit! Letzte lebenlose Skelett kracht auf das Kopfsteinpflaster und ihr wisst, dass ihr es geschafft habt. Die untote Horde wurde besiegt. Hier wollte ich. Wenn ich da irgendwie. Fürs Erst. Für die Königin! Es ist so schön, ein Held zu sein. Sieht cool aus, aber gleichzeitig. Du erinnerst dich daran. Also nicht, ob es sinnvoll ist, die. Ja, mal die Waffe spielen. Aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Also, und jetzt liest die Prophezeiung. Machen wir das nach. Ja. Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Verdammt gut gemacht. Hierüber, Schicksalsbringer. Du Okay. hast uns Du hast uns alle gerettet. Du bist der Held von Prachthof. Der hat sogar das Horn, da habe ich vorhin auch verpasst. Ich schaue jetzt viel zu wenig genau, ich weiß nicht. Heute ist meine Aufnahmefähigkeit irgendwie bei unter Null. Schau an, ich treffe eine Königin. Okay, jetzt haben wir noch eine Zwischensequenz. Ja? Schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickten. Königin Arschgaul! Also eben, die haben wir jetzt gesehen, sie haben Ihre Pracht. Bud Gallion, oder wie ist es gegangen? Buster Gallion, irgend so. Und Arschgaul ist definitiv nicht die richtige Übersetzung für das. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat, aber jetzt gibt nicht so checkt. Und das ist ein ja, das Einhorn aus Diamant. Ja, klar, sicher. Schon gut, ich danke. Tja, also, sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wonderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragon Lords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, es ist das Seelenschwert. Und danke, Valentine, dass du auf die Details achtest. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Schießt raus. Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere. Tinte. Tintenpatronen. Bisschen heftig. Ja, wäre die teuerste Munition, muss ich geben. Richtige Einstellung. Schätze ich. So. Ja gut, das jetzt bevor wir da noch mehr Story-Spoiler machen, es ist jetzt dann eh schon 4. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, was heißt das dann nur? Und ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt da mal Schluss AD mit dem Spiel. Für einen Moment. Für einen Moment. Gehen wir mal ins Hauptmenü. Also, ja, können wir da. Ah, der Kopf. Sehr gut.
Yes. Was sagen wir da dazu? Was sagen wir alles da dazu? Ja, also das Gameplay ist cool. Die Grafik ist cool. Sound stellt es auf Englisch ein, wenn ihr Englisch könnt. Und ja, ich glaube, also man kann, wenn euch das System und so auf Deutsch eingestellt ist, könnt ihr glaube sogar nur die Sprache umstellen auf Englisch und Text und so sollte gleich Deutsch sein, falls ihr das wollt. Ja, also es spielt sich okay. Ich glaube, im Koop ist es sicher lustig, das sehen wir dann heute Abend noch. Eben, nochmal für die vielleicht erst gekommen sind. Da unten. Dort wäre ich etwa online ab 7:30, 8:00. Mit dem Spiel im Koop. Vielleicht machen wir nochmal einen neuen Charakter, vielleicht spiele ich mit dem weiter. Wahrscheinlich spiele ich mit dem weiter, weil er so super toll aussieht. Und ja. Also ich sage jetzt mal, mein erster Eindruck wäre, wenn ihr es nicht sofort spielen und nicht sofort mit Kollegen spielen, dann ist es vielleicht eher etwas, was man mal in einem Sale kaufen kann oder so. Ich bin jetzt nicht das... Also, ja, vielleicht ich kann mir vorstellen, es wird noch um einiges besser und es ist halt ein Looter-Shooter, das heisst, es geht das viele, bis man wirklich den Spass daran hat, wo man vielleicht gerne hätte von Anfang an. Und es geht halt darum, möglichst neues Gear zu finden und besseres Gear und mit Kollegen zusammen ist es sicher noch ein bisschen lustiger und vielleicht kann man dann ein bisschen mehr lachen über die, ja, niveauvollen Witze, die meistens in Gearbox-Spielen halt vorkommen. Aber ja, ich würde sagen, tönt es euch an, wenn ihr wollt, und wenn nicht, dann lasst es sein oder macht es zumindest auf Englisch. Weil ich kann mir vorstellen, dass dort Witze ein bisschen besser rüberkommen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich auch völlig und die Witze sind genauso schlecht. Sonst Sound ist gut. Ja, ist halt ein Shooter. Wenn ihr Borderlands gerne habt, dann habt ihr auch das gerne. Also, wie machen wir weiter? Nächsten Montag am 3 Podcast, Dienstag Steffi am 3. Die Games sind meistens noch nicht bekannt, wenn ich streame. Das heisst, ich kann nichts Falsches sagen. Vielleicht kann der Troy noch sagen, was er am Mittwoch spielt, wenn er das weiss. Vielleicht ist es wieder Spider-Man, Miles Morales. Was haben wir so schnell zum Erzählen? Nächsten Freitag bin ich nicht weil ich zügle. Das heisst, ich werde am Freitag nicht streamen. Vielleicht wird irgendjemand den Stream übernehmen. Vielleicht auch nicht. Sonst könnt ihr einfach einen schönen Freitagnachmittag haben. Auch ohne mich. Der Troy meint gerade, ich glaube, ich mache wieder Guardians weiter. Also Guardians of the Galaxy. In dem Fall wahrscheinlich am Mittwoch. Wissen wir das schon mal. Ja, und sicher den Podcast können hören. Der ist übrigens auch auf Spotify und auf iTunes und all diesen Plattformen. Und ja, es hat mich gefreut. Kommt doch am Abend vorbeischauen, wenn ihr wollt. Danke übrigens, Troy. Er hat gerade noch den Link zu meinem Twitch postet. Wenn ihr Lust habt, why not? Und sonst sehen wir uns dann wieder am 8. April. Also, wir. Du und ich. Und sonst, ja, heute oben. Ich wünsche euch ganz schönes Wochenende. Will mir nicht sagen, weil es ist jetzt am Wochenende. Ich muss aber noch 2-3 Telefone machen. Also, bis zum nächsten Mal und habt's gut.